Leopoldine Emma Pospischil, die Kofferoma, plaudert über das Evangelium. Ja, Oma, was machst du denn da? Na, rate mal. Du packst? Ja, genau. Ich packe. Oh nein, du wirst doch nicht auf Tournee fahren. Sag bloß, du wurdest engagiert. Nein, wurde ich nicht. Ach so, das ist gut. Was? Was, das ist gut? Wieso soll das gut sein, dass ich nicht engagiert wurde? Weil dein Stil so besonders ist. Ja, besonders. Das stimmt. Ich, die berühmteste Pianiererin von der ganzen Welt. Aber sag, warum packst du dann, wenn du nicht auf Tournee fährst? Na, wegen dem Pfarrer. Wegen dem Pfarrer? Hat er dich vertrieben, rausgeworfen oder fahrt ihr auf Pfarrurlaub? Nein, der Pfarrer hat nur gesagt, dass man das Evangelium ernst nehmen muss, sich an das halten muss, was Jesus sagt. Ja, klar, da hat er recht. Wir müssen tun, was Jesus sagt. Eben. Was eben? Ach, heute verstehst du mal gar nichts. Jesus sagt doch, dass wir zu allen Völkern gehen sollen. Ja, und sie zu Jüngern machen, sie taufen und lehren sollen, was Jesus gesagt hat. Genau, deswegen packe ich ein meine Bibel, den Katechismus und natürlich Gewand. Und dann gehst du auf Verkündigungstour. Ja. Ich hoffe nur, dass inzwischen keine Konzerteinladung kommt. Na ja, so schlimm wäre das auch nicht, wenn du nicht können würdest. Ich weiß nur nicht, wo ich hingehen soll. Ja, das stimmt. Alle Völker ist ein bisschen viel auf einmal. Du, was meinst du? Wo soll ich anfangen? Na, dort, wo es Menschen gibt, die nichts von Jesus wissen. Was hmst du da vor dich hin? Ja, weil da müsste ich ja gar nicht weit wegfahren. Genau genommen könnte ich auch daheim bleiben. Denn rund um dich wohnen viele Menschen, die nichts von Jesus gehört haben. Ja. Du, soll ich vielleicht bei denen anfangen? Das wäre eine gute Idee. Also, ich muss gar nicht in den Dschungel oder in die Wüste gehen? Na ja, hier gibt es ja auch Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben. Ich weiß, was ich mache. Ich lade alle Nachbarn ein zu einer Jause, spiele ein wenig Klavier und dann erzähle ich von Jesus. Naja, vielleicht könntest du das Klavier weglassen? Nein, auf gar keinen Fall. Und jetzt übe ich ein wenig. Jesus ist bei mir alle Tage meines Lebens. Jesus sei jetzt bei mir, bitte.